Einen wunderschönen guten Morgen aus Eiberstal und aus Bad Schönau. Zeitgleich. Mit einem, wo jetzt schon die Streamqualität sich schon mal verabschiedet hat wieder. Guten Morgen, Patrick. Guten Morgen auch von mir. Guten Morgen, lieber Klaus. Guten Morgen, liebe alle Shitschiff-Schauerfans zu unserer 16 Uhr Morgenshow. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, habt schon gefrühstückt oder sitzt gerade beim Frühstück, seid in der Arbeit, trinkt gerade einen Kaffee oder einen Tee oder Kakao oder sonstiges, ne? Ja. Was trinken wir, Patrick? Was trinkst du? Heute wieder im kleinen Heferl. Bei dir. Espresso Doppio. Einen doppelten Mokka, ne? Oh, schau her. Ein Mokka, ne? Oh, schau her. Immer zwei Kaffee, eine Kardinal Heferl. Ausgezeichnet. Ja, guten Morgen, meine Lieben. Wir haben das gleiche Problem natürlich wie gestern, dass die Internetstabilität hier in der buckligen Welt bei mir noch nicht so ganz ausgereift ist, weil wir werden schon irgendwie durchkommen. Wir haben es dennoch dabei belassen, dass wir sowohl auf YouTube als auch auf Facebook streamen. Ja, theoretisch war jetzt mit einem Stream weniger wahrscheinlich ein bisschen besser, aber das könnten wir mal schauen. Also ich glaube, Patrick, was war deine Idee? Wenn wir auf einen Stream am Morgen verzichten müssten, Ja. Facebook oder YouTube, deiner Meinung nach? Ganz gefühlsmäßig jetzt würde ich sagen, würde ich auf YouTube verzichten. In dem Fall YouTube haben wir die Pavlatschen und diese Morgenshow auf Facebook zu lassen. Jetzt so ganz spontan. Ich habe jetzt nicht nachgedacht näher. Ja, ist ein Ganz einfach Argument gefühlsmäßig natürlich. jetzt. Ist ein Argument. Ich Wobei habe jetzt keine denke ich Ahnung. gerade weiter nach Ui, und naja, vielleicht war es doch besser auf YouTube das zu machen, weil da die Qualität generell vielleicht besser ist. Aber nein, da diskutieren wir jetzt wahrscheinlich die ganze Morgenshow durch wahrscheinlich. dann, nicht? Wahrscheinlich. Aber es geht ja auch nur um diese Extremsituationen wie jetzt da. Wenn wir in Wien sind im Studio oder beziehungsweise wenn ich in Wien im Studio bin, ist ja das überhaupt kein Problem. Wobei, Patrick, mir ist schon eingefallen etwas, und dann komme ich gleich zu euch, meine lieben Gäste, Frühstücksgäste. Aber mir ist noch eingefallen, man könnte natürlich dann probieren einmal, dass wenn du nämlich die stabilere Internetleitung hast, Ja, ja. dass dann du quasi der Host bist, wie man so sagt, also der Das werden wir Einladende. machen, Ne? das werden wir probieren. Das können wir, Das werden wir auf jeden Fall probieren, ja. ne? Fällt mir jetzt gerade ein. Also wir sind auch hier bestrebt, Verbesserungen zu machen, aber derweil wir werden schon irgendwie durchhalten. Wir haben regnerisches Wetter, es ist eingezogen, es ist ja, kalt, ist gar nicht so, dafür ist relativ wenig Wind für die Gegend und ja, das ist da. Wie ist es wieder bei dir, Patrick? Genau das gleiche, eingezogen, regnerisch, ein bisschen nebelig, nicht sehr kalt. Dafür geht auch heute kein Wind. Die letzten Tage war ich ja mit dem Radl unterwegs, aber da hat er Blasen gestern, also das ist unglaublich. Also. Ja, Und heute ist windstill, quasi. Dafür sehr schön. regnet es. Ja, na, gestern war der Sturm war Vollgas. So, jetzt einmal kurz in den Chat ein Blick. Da begrüße ich auf jeden Fall schon mal auf YouTube Susanne Faber, der Paul Artmann aus München-Sollen, der Fred Bertelmann, guten Morgen, Andreas Idinger auf Facebook, guten Morgen aus dem Nordosten Wiens, nämlich an, heißt es die Krise 1220 auf YouTube. Maggie Pemberton ist da, Morgen Burmer, jawohl, der Raphael Illmeier auf Facebook, Georg Scheurer auf Facebook. Fred Bertelmann sagt, nein, bitte YouTube. Ah, das ist schon, ja. Der Maber ist da, guten Morgen nach Mittelhessen. Hätte ich schon wieder Rheinhessen gesagt fast. Ah, Mittelhessen. Na, die Morgler, mir gepemperten Servus an die Morgler. Jawohl, Georg Scheurer, ihr hängt's wieder wie die Lachs. Naja, das ist, wobei, wie gesagt, das dürfte dann schon, das hat, ich weiß nicht, das hängt dann, das kann dann nicht mehr mit da zusammenhängen, sag ich einmal so. Ich sag's einmal so. Weil da müssen jetzt überall Wobei hin. Facebook funktioniert, sehe ich gerade, Klaus. Wie wahr? Aber der Georg Facebook meint das hängt auch auf nicht, das, Facebook. Siehst du nein, das auf ich Facebook? hänge Ne? wie, ich stotter herum. Oder meint er vielleicht eine Haltung, wie du sitzt, du hängst wie ein Lachs, aber ich sitze eh normal, aber Nein, ihr hängt wie ein Lachs. nein, ich glaube, dass das schon auf uns. Schauen wir mal, was geht. Schauen wir mal, was geht. Michael Oh, Unger ist da. jetzt hängt's auf Facebook an. Naja, Jetzt hängt's das auf ist. Facebook, Aber definitiv, ja. ich glaub, Facebook rennt da einfach unrund. Glaube ich Was persönlich. wiederum dafür sprechen würde, das nicht auf Facebook zu machen, sondern auf YouTube zu machen. Ja. Ich meine, Wenn eine Situation sein sollte, wo nur ein Stream funktioniert. ja, also meine Überlegung wäre sowieso die, wenn dann auf So, YouTube, glaubst du, darf ich ein weil. Telefon anheben auch? Ja, sicher.
Nicht, das mache ich nachher. Ja, der Fred Karl hat mich gerade angerufen. Es ist schon Achso, spät gewesen, sind passt schon. Plakate fertig. Plakate. Ich Der vermute, Rudel ja, ich ist werde da. heute noch nach Wien fahren. Jawohl, Gregor Wolfsberger. Bei Bartek rennt wieder der lustige Untertitel. Ja. Ja, aber das ist, glaube ich, wie gesagt, das Facebook haben wir nicht ganz im Griff. Es ist auch nicht so leicht in den Griff zu bekommen, glaube ich. Und ich denke, das sollten wir tatsächlich reduzieren müssen, was wahrscheinlich eh nicht der Fall ist. Dann wäre es wahrscheinlich trotzdem gescheiter YouTube, weil es natürlich auch die Plattform ist, wo natürlich auch jeder einen Zugriff hat, ohne dass er gleich einen Ja, Kanal besitzen muss. Wahrscheinlich war das gescheiter. Aber wir werden das da schon das kommt noch dazu. durchprobieren. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob das, weil ich habe da keinen Einfluss. Ich kann das nur wegschicken. Also ich kann das nur streamen mit der Software. Es funktioniert, wie ihr wisst ja auch von den Pavlatschen. Es ist sicherlich die Internetverbindung hier jetzt in Bolchenau bei mir nicht so optimal, aber laut den technischen Daten müsste es sogar hier ausreichen und zumindest geht es einmal da. Ja. Schau, der André Siedinger sagt, bei mir ist alles gut, Patrick, ist vom Bild etwa in Zeitlupe. Ja, Ich nur bin mit, in Zeitlupe. Ja, 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 das nur stimmt, aber das ist ja mitunter nicht schön. Nicht? Ja, ja. der Patrick hakt vom Bild her, aber der Ton ist wichtiger fast. Schauen wir mal. Ja. Na, schauen wir mal, wie es rennt. Falls es abbricht und gar nicht mehr geht, dann lassen wir es gut sein für heute, aber solange es irgendwie geht, wird es schon Natürlich. funktionieren. Jawohl, die Morgler, sagt die Mäge und die Morglerinnen. Einmalig. Einmalig. Ja, wir probieren unser Bestes, mein Ofen ist eingeheizt. Wie gesagt, das Wetter ist ein bisschen Ding. Ich habe gestern einen Newsletter versandt. Patrick, hast du den gekriegt? Na, selbstverständlich habe ich ihn bekommen. Nicht? Ich hoffe, die anderen, nein, ich bin ja nicht so wichtig. Naja, ich muss schon Die dachten, anderen dass, müssen dass da ihn was, was gekriegt los haben. ist. Also, wenn ich das nicht wissen würde, mein Lieber, Naja, was ich der? bin, ich bin im Bilde. Da haben wir schon Ich her, habe mir alter aber, ich habe mir Palante. aber, Entschuldige, Patrick, der alte Palante gibt vielleicht einen du Tipp. nur, Wenn ich die Qualität auf YouTube runterdrehe, läuft es flüssig. Aha, vielleicht kann man das selber als Konsument auf YouTube das auch einstellen. Wahrscheinlich. oh, ja, die Wahrscheinlich. Qualität, du kannst die Qualität einstellen und da gibt es so rechts unten, glaube ich, ist da, wo am Bildschirm ist dann erscheint ein Kastel, wo man das machen kann. Wo man die Qualität einstellen kann, ja. Aha, sagt Wenn ich mich 360 recht flüssig, jetzt, 1080 ruckelt. Okay. Ja, probiert es mal aus, wer auf YouTube da Schwierigkeiten hat. Der Paul Artmann, Newsletter erhalten, danke, ganz großartig. Auch die Mega den Newsletter erhalten. Und ja, Patrick, ich habe die unterbrochen gehabt, aber das schien mir eine wichtige Information zu sein. Aber ich weiß nicht mehr, na, was wobei. wollte ich sagen? Nur wegen einem Newsletter, aber ich hab gesagt, wenn ich nicht im Ja, Bilde bin, ist es nicht so schlimm und ich hab ihn doch nicht durchgelesen gestern. hast Ich du mache nicht das erst gelesen? heute jetzt. Lauter News, Ich habe ihn lauter nur gesehen, News. dass er gekommen ist, aber ich werde das jetzt dann machen, nachher, wenn ich mit der normalen Büroarbeit fortfahre. Sehr gut. Da Du, komme ich jetzt dann dazu. die, das ist eine sehr gute Geschichte. Georg Scheurer hat erhalten, Thomas Mayer winkt uns zu auf Facebook, Straßenhand sagt Guten Morgen, dürfte also alles halbwegs laufen. Ähm, Ich muss mich kurz die, verabschieden, ich komme gleich wieder, gell? Ich habe was bitteschön. vergessen. Warte, ich schalte mich groß dabei. Ja, warte, ich sag so. Es ist nämlich so, ich habe den Newsletter ein bisschen überarbeitet, also quasi jetzt Design als auch Inhalt, wo nicht nur einfach schnöde die Spieltermine herauskommen, sondern wo man ein paar Infos hat, also wo ja hier in diesem Fall wird erklärt, dass es eben die Morgenshow gibt, nicht? Und dass der Podcast entsteht und so weiter und so fort. Also diese Dinge kommen da vor und ich habe vor, also Patrick habe jetzt nur gesagt, dass ich ihn ein bisschen überarbeitet habe, ein bisschen neu gestaltet, also auch inhaltlich neu designt habe. Und ich habe vor, dass das dann mehr oder weniger alle 2 Wochen, dass ein Newsletter rauskommt und eben es nicht nur um Spieltermine geht, sondern auch die einen oder anderen News aus unseren Reihen oder zum Beispiel die Top-Videos der letzten 2 Wochen oder solche Sachen auf YouTube. Also irgendwie Gute sowas. Idee. Und da würde mich Ja. interessieren natürlich auch, Patrick, von dir, logischerweise, Ja. was du dazu sagst, aber auch von unseren Fans,
wie kommt das noch? Mir fehlt es schwer, Fan zu sagen. Mir fehlt, weil ich finde Fan, weil vielleicht deswegen, weil ich persönlich kein Fan, ich bin kein Fan. Es gibt niemanden, von dem ich ein Fan bin. Also ganz, ganz selten, ganz wenig. Weil Fan kommt ja von fanatisch. Ne? Also, aber mir fällt kein besserer Begriff ein. Aber dabei sage ich trotzdem Fan, wenn es euch recht ist. Also es würde mich interessieren, auch von unseren Fans, was ihr dazu sagt, wenn alle 2 Wochen ein Newsletter rauskommt, der ein bisschen mehr als jetzt einfach nur die Information ist, wann wir wo spielen. Gibt es mir dazu ein bisschen eine Idee und dabei begrüße ich schon in Munro wieder aus den 38 Grad heißen Thailand. Weltklasse, Munro. No, servus. Guten Morgen. Ja. Patrick, was meinst du zu der Idee mit Na, servus. Du, ich finde es eine gute Idee. Also, wer es nicht lesen will, also zu viel ist es sicherlich nicht, sage ich einmal, wenn das öfters kommt. Und wenn auch mehr Information kommt, weil wer es nicht lesen will, braucht es ja nicht lesen einfach. Ich finde das super. Je mehr Information, umso besser prinzipiell einmal. Also, das ist eine gute Sache, finde ich. Sehr gut, sehr gut. Ja, absolut. Ja. Das, ja, ich denke mir immer auch, und es soll jetzt nicht überladen sein, aber es soll mir ein bisschen mehr einfach nur als Spieltermine sein. Ne? Das ist halt, ja. Schau, der Norbert Nutz auf Facebook grüßt aus den niederländischen Voralpen aus St. Gid. Meine Verehrung. Meine Verehrung. Habe die Ehre. Georg Scheurer meint auf YouTube, Don Rüssenkeller Termine stehen fest. Wann kommt der Flyer? Ich habe gerade zuerst erwähnt, weiß nicht, ob der Georg schon da war. Es hat mich gerade jemand angerufen. Ich glaube, ich vermute fast, dass die Flyer und die Plakate fertig sind und ich sie heute dann abholen fahre. Habe zwar was anderes geplant gehabt heute, aber das ist wichtig. Muss ich mich halt nach Otterkring begeben, aber macht nichts. Ist ja kein Problem. Nach Otterkring. Man fährt ja immer wieder gern nach Otterkring, nicht? Aber halt ja. Selbst doch, die Frau Mama ist nicht da. Nein, wo ist denn? Frau Mama ist nicht zu Hause. Naja, die fährt ja heute mit meinem Bruder und meiner Schwägerin nach Salzburg. Auf Läppsche ist. Naja, gut. Ja. Sehr fein. Das ist ja die große Jagdmesse in Salzburg. Richtig. Die Jagd. Und da fährt ja der Oliver mit Roland und Norbert, Fischer und die Mama fährt einfach mit und die werden Salzburg unsicher machen und meine Schwägerin und meine Mutter wahrscheinlich. Gute Idee. Während die Herren auf der Messe sind, ne? Ich war immer, also ich war früher eine Zeit lang in meiner Finanzberaterzeit, war ich sehr viel in Salzburg und da habe ich stets, also jeder Salzburg-Besuch wurde flankiert von einem Besuch in der Konditorei Fürst. Und die hat auch irgendwelche Mozartkugeln, ich weiß aber nicht welche, die originalen oder die echten. Ja. Ich weiß es nicht, aber gut. Der Fürst ist der wirklich die ganz ursprünglichen hat. Das war der Erfinder der Fürst, definitiv. Und ich glaube, sie hassen die ist gesetzt, ist so. glaube ich. Ja, kann sein. Die echten, und das war wirklich die Erfindung. Ja. Genau, das waren die ersten. Ja, und da war es immer, so einen ersten Stock hat das auch, das Lokal, also, aber es ist schon ewig her, dass ich in Salzburg war. Aber ich war damals sehr viel in Salzburg, du ja auch. Oder oft. Da waren wir viel. Überhaupt. In den letzten Jahren warst du öfters in Salzburg als ich. Das kann man eigentlich Wobei ich war auch schon die letzten Jahre, seit 20, die letzten 4 Jahre war ich wenig in Salzburg, aber vorher war ich sehr oft. Ja. Die viel, Schwester meiner Großmutter, die Tante Lizi, hat ja nach Salzburg geheiratet. Die hat ja die ganze Familie in Salzburg und ich werde natürlich heute und morgen auch treffen, das natürlich sein mit Urgroßcousinen, Großcousinen von mir, die freuen sich alle schon so, dass die Mama kommt und freuen sich nicht, dass ich nicht dabei bin, aber ja, es ist halt so. Sie hätten mich auch gern gesehen. Ja. Aber es wird eine schöne Sache sein für den. Also auf jeden Fall. Und ich bin schon gespannt, was der Bruder sagen wird von der Jagdmesse. Findet ja dort vor, aller Voraussicht nach auch, weil ich glaube, dass die dort sind. Das Schuhhaus Rax aus Neunkirchen. Die werden dort sein, ja. Werbung unter Anführungszeichen. Nicht bezahlte, aber mein Schuhwerk kommt eigentlich von dort. Es ist ein Schuster und Schuhhaus in Neunkirchen, der wegen höchst qualitative Schuhe, also sind Brüder, sind 2 Brüder, die das Ewigkeiten machen. Und sehr, sehr erfolgreich, schöne, tolle, leibende Schuhe machen, auch bezahlbar. Und das Spannende ist nur, dass sie dann irgendwann vor einigen Jahren, oder Jahrzehnten vielleicht sogar schon her, dann gesagt haben, sie müssen auf Messen gehen, weil sie verkaufen da nichts mehr, weil die Schuhe ja halten. Nicht? Also du hast
Wenn du von denen Schuhe kaufst, dann hast du die Schuhe und machst alle paar Jahre mal eine neue Sohlen auf. Aber das war's nicht, also weil das einfach Qualitätsschuhe sind. Und deswegen sind die auf Messen und sind spezialisiert auch stark unter anderem auf so Jagd- oder Wanderschuhe und so diese Dinge. Und da sind sie Ja. auf der Jagdmesse. Und das ist ein kleiner Einschub für das Schuhhaus Rax. Die sind wirklich leibend. Da kaufe ich meine Schuhe. Also es ist keine bezahlte Werbung, sondern ich zahle für meine Schuhe, aber das zahle ich mit sehr großer Freude. Und ja, auch du, Patrick, hast gesagt, du wirst einmal dort hinschauen, weil du Haferlschuhe brauchst, gell? Ja, ja. Ich brauch Haferlschuhe, ja genau. Und ich werd es verbinden, wenn wir wieder aus der Klause sind gemeinsam. Entweder bei der Hinfahrt oder wahrscheinlich am nächsten Tag bei der Rückfahrt. Es war ja eh schon einmal geplant, aber das Ja. funktionierte Und da dann warst du nicht auch so wirklich. gesoffen. Hm? Red mal offen. Da warst du auch gesoffen und Ja, ich hast sag gesagt, ich nichts. fahr lieber heim. Also auch gesoffen. Am Vortag warst du auch gesoffen, aber du warst nicht ganz willig und fit in der Früh, dass du Ah, nicht wirklich. ja. Haferlschuhe, jetzt einmal sicherheitshalber, bevor wer fragt, ich meine, Österreicher werden es wissen, die Süddeutschen sicher auch, aber viele andere vielleicht nicht. Was sind Haferlschuhe? Ja, habe ich dich gefragt. Ah, ich höre dich nicht. Wieso höre ich dich nicht? Jetzt hängt er. Jetzt hängt er. Jetzt hängt er. Patrick, ich hau dich raus, weil dich wieder ein. Oder? Bist du da schon wieder? Nein, ich höre nicht. Wie ein Goldfisch. Rausgehauen. So, jetzt habe ich ihn rausgehauen. So machen wir das. Schauen wir mal. Weil es ist ja oft, ich habe ja nicht IT studiert, aber mir ist bewusst, dass in den meisten Fällen O-Dran, Auf-Dran eine recht eine gute Problemlösungsstrategie darstellt. Schauen wir mal, ob es da auch so ist. Werden wir sehen. Ja, werden wir sehen. Jawohl. Wir brauchen neue deutsche Begriffe, Fans, Follower, sogar Community. Ist alles nur Englisch, gibt es nichts auf Fernerisch. Ja, Maggie, das stimmt schon, aber es ist halt auch so, deswegen nenne ich ja auch wirklich bewusst den Newsletter Wiener Lied Insights, weil eben Englisch ist nun einmal die Lingua Franca der heutigen Zeit. Man kann sich dagegen aussprechen oder nicht, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass auf der Welt mehr oder weniger durchkommst, wenn du Englisch kannst. Oder zumindest irgendwie ein bisschen mit Englisch zurechtkommst. Und ich bin kein Fan davon, dass man unnötig viele Anglizismen verwendet, aber äh, es ist halt jetzt gerade diese Begriffe, die du ansprichst, denke ich mir halt, das kommt ja aus diesem Bereich des Social Media und das kommt aus Amerika. Also da ist es nur richtig, wenn man auch diese Begriffe verwendet, nach meiner Ansicht nach. Und das ist ähnlich wie, weiß ich nicht, was hätten wir jetzt noch als Beispiel? Was fällt mir noch ein? Nix fällt mir ein. Na schau, so weit sind wir. So weit sind wir, nichts fällt mir ein. Na, da ist ja schon wieder der Patrick. Gott sei Dank rechtzeitig, bevor wir was tun. Der Patrick ist wieder da. Na, ja, da ist er schon. Hallo, hallo, hört man mich Jawohl, jetzt? scharf, klar, eindeutig. Du, vielleicht ist bei dir auch das Netz heute ein bisschen schwach. Kann das vielleicht auch sein? Ist eh wurscht. Ich hab schon geschaut vorher, aber ich habe, glaube ich, 6 Mbit Upload, also Ja, ja, was ich müsste getestet habe reichen. früher. Das Eigentlich müsste es müsste, reichen. also das ist ja bei mir kein Stream, ich tue ja nur das Dings da verschicken. Also das wird auf jeden Fall reichen eigentlich. Ja, ja, stimmt. Das, was da kommt. Stimmt, ja. Wir haben gerade über die Anglizismen gesprochen. Ja, wie gesagt, das haben wir jetzt mal angesprochen. Aber wir waren noch bei den Haferlschuhe. Was sind Haferlschuhe, Patrick? Haferlschuhe, traditionelles Schuhwerk, bei uns im Ostalpenraum, kann man so sagen. Ich glaube, das gibt es eigentlich ein relativ neues Schuhwerk. Gibt es erst so um die 200 Jahre eigentlich, wurden die entwickelt. Und war sowohl als zur Tracht getragen, als auch ein Arbeitsschuh, eigentlich ein Alltagsschuh gewesen, beides. Bis heute zum Teil. Der Ja, Name kommt nämlich wirklich vom bayerischen Haferl. Die Bayern sagen ja Haferl zum Heferl, nicht? Oder zum Topf. Also das heißt eigentlich wörtlich bei uns in Österreich muss man nämlich Topfschuh dazu sagen. aha, das habe ich auch nicht gewusst zum Beispiel. Was ich so weiß, ja. Ja, Und ein typisches Schuhwerk eigentlich im Ostalpenraum. Vom Bayerischen kommend, eigentlich aus dem Allgäu kommend. was meinst du im Mehr weiß ich Ostalpenraum? jetzt auch nicht Im, dazu. im Alpenraum überhaupt, oder? Im, O- im Du hast gesagt, Ostalpenraum vor allem.
Alles, was Richtung Westen geht, ist eigentlich weniger das Typische im Ostalpenraum. Ja, aber haben die Tiroler nicht auch Haferlschuhe? Die haben Die doch, die haben Tiroler doch haben es auch auch, ja, Hafer. genau. Ja, das ist schon Ja, weh. die Oder Bayern so und aus. Bayern und Tirol, ja, Oder ja. meinst du, ja, na, ich war jetzt unsicher, was du Ja, die meinst. Alpen gehen ja bis in die Schweiz. In der Schweiz trocknen wir Ja. keine Havelschuhe, das sind andere Schuhe, ne? Aha, aha, aha. In den Aha, Westalpen, ne? aha, das war's vielleicht die Mäge, was dort Oder die nach Schuhe. Frankreich, dann weiter, Mont Blanc und so weiter. Ja, Dort gibt es ja, keine Havelschuhe mehr in den Westalpen. Ne? okay. Typische Ostalpengeschichte. Ich verstehe, Was ich ich einmal gelernt habe vor ich langer Zeit verstehe. von einem Schuster, der mir das Mhm. erklärt hat, ja. Ein Spannend, ja, siehst Topfschuh du, eigentlich, das habe ich auch lustig. nicht Ja, gewusst, ist eine ja, das habe ich lustige auch nicht Geschichte. gewusst. Spannend, spannend. Das kommt Ja, Vom Havel. ja. Also wir, wir können festhalten, jetzt sehr vereinfacht, es ist der Trachtenschuh zur Lederhosen. Ja, das ist Ja. eigentlich im Österreichischen, sagst du, zu einer Lederhosenkern eigentlich Haferschuh. Ne? Kann man das so sagen, ne? Kann man Ja, sagen, ja, ja klar. Ja, ja. du bitte, ich werde dir nicht widersprechen. Dir als Kulturwissenschaftler, Studierter, Ja, bitte, was also der, Volkskundler, also bitte hast. Ne? ja, Also da ein gibt es ja so weites viel. Gebiet natürlich, ist ja klar. Das ist ein weites, Ja, sehr weites Gebiet. Ja. Ja. Und in leider der von den Tat, Sachen ja. lernt man auf der Uni ja nichts. Nicht? Das ist ja, da lernst du nicht mehr Mhm. gendern und irgendwelche eigenartigen ähm, kulturwissenschaftliche Themen zu bearbeiten, wo du denkst, oder wem soll das was bringen? Also was schaffe ich für einen Mehrwert für die Welt? Aber ja, wie auch immer. Knagelte Trachtenbock, sagt der Knopflehrer. Jawohl. Wobei Knagel, das waren die Festtags. Haferl, nicht? Weil die anderen waren ja mit der Profilsohlen. Aber natürlich, im Prinzip hast recht, ja. So, ja, Fans sind in voller Erfolg. Ja, es geht schon wieder ums Englische. Wie gesagt, ähm, na schau, der Paul Artmann sagt, Haferlschuhe hat mein Vater in Niederbayern auch oft getragen, ja. 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 Ich habe auch Haferlschuhe, sagt die Maggie. Schau dir was an. Ja, also wie gesagt, das sind die Trachten, wenn man so will. Die Trachtenschuhe, wobei nicht zwangsläufig oder eigentlich in den seltensten Fällen oder im traditionellen Falle die Haferlschuhe auch in keinster Weise irgendwie trachtig modifiziert sind, sondern es sind in der Regel schwarze Schuhe und haben vielleicht grüne Applikation drin, die Zungen oder irgend sowas, aber mehr Tracht, also dass der Edelweiß eingestickt hat oder irgend sowas, das ist sowieso eigentlich, hat mit Trachtern eh nichts mehr zu tun. Ja. Ja, wie gesagt, ansonsten kommen wir schon wieder hier zum. Ja, genau. Die Maggie sagt, mir kommt der Begriff Haferl nicht so gängig vor in der Schweiz. Ne? Das wird der Patrick schon recht haben, dass das dort dann schon vielleicht ähnliches Schuhwerk ist, aber Genau, anders heißt genau. oder auch anders. Weil es gibt zum Beispiel, das weiß ich, in Tirol gibt es die sogenannten Knospen. Die Knospen, das sind, der Patrick weiß es, der lustige Hermann hat die eine Zeit lang auch gehabt. Immer wieder. Da hat er welche gehabt. Diese, Originalknospen. Knosch, man muss sagen, das sind Holzklocks eigentlich, wenn man so, Sozusagen, ja. Ja, ja, das ist stark. sozusagen, ja, ja. Stark an das Holz, so wie die Holländer, ne? Diese Holzschuhe. Ähm, Und das ist ja das auch, da muss waren, ich gleich nochmal einhaken, ja, weil diese Haferlschuhe sind ja eigentlich erst so um 1800, 1810 entstanden und früher hat mit dem Allgäu nämlich hauptsächlich Holzschuhe getragen. Eben, die so ähnlich wie diese Knospen waren. Das war dort üblich. Der Arbeitsschuh der Bauern waren eben diese, da haben sie noch anders Kassen, dem fällt mir jetzt nicht ein. Und in Tirol gibt es nach wie vor, dass das auch produziert wird. Aber ja, ja, tragen so Alltagsschuhe jetzt wobei natürlich es nicht mehr, gibt, ne? gibt immer Aber, viel Hersteller von Knospen natürlich, aber es gibt's noch. mm, Und das ist, ich glaube, dass das auch irgendwie also ganz eine spezielle Bewandtnis gehabt hat, vor allem auch mit Heu und mit Heustadel oder was weiß ich was. Aber auf jeden Fall, das ist mir auch noch eingefallen an Sachen Schuhwerk in Österreich. Dann, ich meine, wenn wir schon bei dem Thema sind, natürlich gibt es auch das Wiener Muster. Viele kennen ja die Budapester Schuhe, nicht? Also das sind die schönen Schuhe sozusagen mit diesem Lochmuster. Und da gibt es die Budapester und es gibt auch das Wiener Muster. Das wissen wiederum die wenigsten. Und ich weiß nicht mehr, ob ich das jetzt richtig wiedergebe. Also falls ein Schuhkundiger bitte. ist, möge er das bitte korrigieren, auch falls das einer im Nachhinein sieht, dass das Budapester Muster, ne, dieses Lochmuster vorne bei den Zehenspitzen quasi, ne, beim Vorderfuß oben am Leder, das hat oft einen Abschluss, entweder einen geschwungenen heroben hin zur Schnürung, Ja, wird das ja. angeschwungen, oder es gibt einen geraden, eine gerade Naht. Und
soweit ich das in Erinnerung habe, ist das geschwungene Muster das Budapester und das mit der geraden Naht das Wiener Muster. Ob das wirklich stimmt, kann ich jetzt aber ehrlicherweise auch nicht sagen. Aber so irgendwie habe ich das Aber in ich, Erinnerung. Du kannst es sagen? Wirklich? das Budapester Muster ist die Herzfassung. Das ist das Geschwungene und das Gerade ist das Wiener. Habe ich recht gehabt? Jawohl, du hast vollkommen recht. Du kann mich jetzt mehr überrascht als wie ich. Na, okay, überhaupt nicht. Ja. Na wirklich, na, aber Überhaupt toll. nicht. Aber sehr, sehr toll. Ja, pass auf. Der Christopher da ist von der Physio da auf YouTube. Grüß dich Gott, das freut mich sehr. Und auf Facebook ist der Roland Sperk am Start. Jawohl. Guten Morgen an alle aus dem Jawohl. Weinviertel. Guten Morgen, Roland. Ich freue mich, dass du auch wieder dabei bist. Habe ich Und dir. ja, wie gesagt, wir gehen nochmal ganz kurz zurück zum Thema englischsprachige Begriffe. Und dann werden wir nochmal kurz auf den Newsletter eingehen. Aber was haben wir da, was haben wir da? Ja, zu den englischen Begriffen, wie gesagt, ich bin, wie man sich ja vorstellen kann, so wie der Patrick auch ein doch Freund des Traditionellen und des Kulturellen und so weiter. Das ist schon klar. Aber ich sehe halt im Zusammenhang mit der Realität, ja, dass wir in einer globalisierten Welt sind und dass wir nun einmal auch westlich geprägte Länder sind und die westliche Prägung führt nun einmal, da können wir uns winden und wenden, wie wir wollen, führt nun einmal die USA an. Ist ja so. Noch, ich glaube, dass sich das auch ändern wird, aber das wäre dann ein großes Thema, dass wir da sicher in einer Änderung drinnen sind, aber es ist so. Und es ist eben die Lingua Franca, die Sprache, die heutzutage überall gesprochen wird. Wenn du auf der, ich weiß nicht, wir waren nicht mit der Uni, weil du das angesprochen hast, Patrick, die Volkskunde studiert habe, sind wir nach Budapest gefahren oder nach Pressburg, Bratislava, ja, und so weiter. Und dort natürlich haben wir Vorträge gehabt an den Universitäten oder Akademie der Wissenschaft oder keine Ahnung. Das war natürlich alles auf Englisch. Das war natürlich alles auf Englisch, weil das eben die Natürlich, ja. Sprache ist. Und gerade im Bereich Social Media ist Englisch halt per se richtig. Das ist so wie in einem Steakhouse. Es halt dann auch nicht heißt blutig eigentlich, sondern halt dann steht halt dort, wie heißt das, der Medium oder Rare und so weiter. Nicht? Das sagt man auch, weil das einfach diese Kultur, diese Steak-Kultur aus Amerika kommt. Ja? Und Ja, ja. in diesem Zusammenhängen halte ich das für richtig und überhaupt nicht schlimm, dass man da englische Begriffe verwendet. Aber wenn ich natürlich sowas einbringe, wie wenn man sagt, statt das ist Leibernd, dass man sagt, das ist nice. Ja, also in dieser Alltagssprache englische Begriffe da denke ich mir schon, also das ist nicht notwendig. Wie machst du das, Patrick? Ja, ich finde immer, wenn es um Fachbegriffe geht oder um kulturelle Errungenschaften, die zum Beispiel gerade wie diese Steak-Kultur oder sowas, wenn sowas aus englischsprachigen Ländern kommt, übernimmt man diese Worte. Wenn ich jetzt aber Dialekt rede oder in unserer Sprache rede, in der Muttersprache sprich, brauche ich nicht dauernd irgendwelche Anglizismen zusätzlich einbauen. Das ist schade, das ist ja Blödsinn, nicht? Nur da gibt es ja noch dazu lustige Ausdrücke, die es ja im Englischen gar nicht gibt. Das ist unser Handy zum Beispiel. Ne? Ja, ja. Das gibt es im Englischsprachigen nicht. Ne? Und Das umgekehrt ist ja sind die Mobile ärgsten, oder Cellphone. Aber es ist ja, Handy, ein Handy, ne? aber es Gibt es gibt nur dann bei auch uns im Deutschen. die schrägsten deutschen Wörter wiederum haben sie in Amerika übernommen, wie Kindergarten oder Zettelkasten zum Beispiel. Nicht? Der Original. Zum Beispiel, Ich mein, ja. warum können die nicht übernehmen einen Begriff, der leichter geht, wie, keine Ahnung. Ja. Orchkasselschwarf oder so. Ja, Nicht? Nein, das ist immer so ein Beispiel, ich denke Blödsinn, mir, ne? kein Mensch in Österreich sagt Durchkasselschwarf. Kein Mensch. Na wer? Das ist ungefähr so wie Niemand. beim Würstelstandl. Also wenn du dort eine Eitrige mit einem Bugel und einem Krokodil und einem Gespielbein bestößt und ein 16er Blech, dann outest du dich in dieser Sekunde als Nicht-Wiener. Kein Wiener bestößt so beim Würstelstandl. Ja. Keiner. Das ist eine Nein. reine Urban Legend, um gleich einen Anglizismus zu verwenden. Schau, der Mundo sagt zum Beispiel, Anglizismen sind ein No-Go. Ja, genau, ein No-Go. Das ist, ich nehme an, dass das satirisch gemeint ist. Anglizismen ein No-Go. Aber ich denke mir das wirklich, also auch hier, wie in allen Bereichen, denke ich mal, ist es halt
sinnvoll, nicht in dieses Extrem zu verfallen. Nicht? Die einen, die wirklich nahezu jedes deutsche Wort im Satz dann mit einem englischen Begriff auswechseln, das ist Schwachsinn. Und genauso wie diejenigen, die sagen, na, also in keinstem Falle, absolut ein No-Go, sind englischsprachig. Was das denk, und ich denke mir jetzt wirklich, wenn ich Wobei es ja wirklich ein Blödsinn, ne? Weil, ja, denke man nur an früher, wie die Lingua Franca noch war, die Ausdrücke, was wir gehabt haben, Lavoir, Trottoir und so weiter, die ganzen ja, französischen Ausdrücke, die Einflussnahmen. ja. Sprich gerade übrigens Teilweise aber auch Brigitte Englisch. Scheurer an, was du sagst. Okay, Tramway, ja, 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 Trottoir ja, und so ja. weiter. Spricht sie gerade an, ja? Ja. Bassin, nicht? Das Schwimmbassin, nicht, was man gesagt hat, ne? Bassena, Und so weiter. Ne? ja, ja. Ja, genau. Natürlich. Auch aus dem Italienischen, nicht? Weil warum sollte man plötzlich den Mokka als Espresso betiteln? Es sei denn, man ist in einem rein italienischen Espresso. Das gibt es ja bei uns auch, nicht? Und dort kriegst du dann, also in einer wirklich echten italienischen Pizzeria ausnehmen oder bei einem Italiener, dort bestelle ich keinen Mokka, dort bestelle ich einen Espresso. Okay, das ist legitim. In einem Wiener Kaffeehaus, wenn du dann Ja, schwarzen, was quasi ein Espresso ist, dann bestellt man eigentlich einen Mokka. Ja? Auch wenn es jetzt eigentlich ja. Kaffee-Aficionados sehen, dass das ein bisschen Unterschiede gibt, glaube ich nicht wirklich. Aber Da war der Herr Bertel, der, der Herr Bertel ganz streng. ja, der, Aber ich hätte gerne ein kleines Espresso. Ein kleinen Mokka, gerne. Großartig. Herr Bertel damals Ein Fichtel. der letzte Oberkönner im Café Fichtel, das es leider auch nicht mehr gibt. Ja, pass auf, jetzt muss ich kurz da nochmal weiterschauen, was wir da haben. Also wie gesagt, Brigitte Scheuer sehe ich genauso. Das hat es eben gegeben, diese Begriffe. Das war zum Beispiel ja, es hat ja Zeiten gegeben, ist ja am österreichischen Hofe, zum Beispiel ist ja auch Französisch geredet worden. Nicht? Das war halt, nicht? Das ist halt, ich mache heute Abend ein Baconbomb, nehme ich an, heißt es. Christoph Radau, klingt leiwand. Klingt leiwand, weiß nicht, was das ist, aber Baconbomb stelle ich mir halt jetzt so vor, wie es klingt. Das ist Ah leiwand. ja, ich weiß schon, was das ist. Schau, der Wolfgang ist da, jawohl, kommt gerade vom Einkaufen, grüß dich Gott, guten Morgen. Eine Speckbombe, Chrissy sagt schon, ja. Aber das ist eben das, weil wenn das aus dieser Barbecue-Kultur kommt, aus der amerikanischen, nicht, dann kann man es ja sagen. Aber wenn ich natürlich sage zu einem, weiß ich nicht, fällt mir da ein Kotelett, wobei Kotelett ist ja auch schon, jetzt ja wurscht. Also es gibt Fremdworte und es Carbonaden. genau. Aber es ist halt ja. Ja. So, pass auf, jetzt gehen wir nochmal Hackbrat mit Bacon ummantelt. Jawohl, jawohl. Aber faschiert's, wie heißt denn faschiert's auf Englisch eigentlich? Also ein Hack im Deutschen, faschiert's auf Österreichisch. Ah, Wie tät man zu dem Song im Englischen? Weiß ich, wisst ihr die gar nicht. ja, ich weiß, ja, das ist ja, ich stehe auf der Leitung gerade. Haché sagt man auch mitunter. Haché sagt man aber auch im Ja. Österreichischen, gell? Mitunter. Ja, Aber, Haché, das ist so Haché-Hörnchen oder was, nicht? ja, ja. Klassiker, nicht? Aber bei uns sagen wir das immer Hörnchen mit Faschierten. Also Haché. Ich kann mich erinnern, wie ich dann irgendwann mal als Jugendlicher bei einem Wirten das mit der Menütafel gelesen habe, da ist gestanden Haché-Hörnchen. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, bitte, was ist das? Und die Mutter hat gesagt, ja, weißt du, Hörnchen mit Faschierten. So, pass auf, jetzt muss ich da ein bisschen im Chat schauen. Der Alter Palanti sagt, hallo Klaus, ich habe gestern dein Live-Video zum doppelten Motorradunfall angehört. Wahnsinn, haben die neuen Reifen dann etwas verbessert, bzw. wurde der Asphalt erneuert? Du, ob der Asphalt erneuert ist, das bezweifle ich stark. Ich bin seither dort eigentlich nicht vorbeigefahren, oder? Nein, nicht einmal mein Auto. Nein, also direkt dort an der Stelle. Sicher ist sicher. Aber nein, das nicht, aber das war damals nur, weil ich die Ausfahrt gemacht habe dort, quasi nicht. Aber, aber ich bin dort in dem Grätzl natürlich öfters gefahren und mir wäre nicht aufgefallen, dass da irgendwer was gemacht hat. Und die neuen Reifen, ja, glaube ich schon, gefühlsmäßig schon. Aber es war natürlich schon eine leibende Geschichte. Aber ich finde es natürlich spannend, dass so Videos, nicht, die man, wann war denn das überhaupt? Wahrscheinlich vor 2 Jahren oder so, nicht? Oder 3 Jahren.
dass diese Videos, Ist schon länger her, ja, 3 Jahre. obwohl schon länger online, immer wieder mal trotzdem angeschaut werden. Das ist schon etwas, was im Unterschied jetzt zum klassischen Fernsehen natürlich einen riesen Unterschied ausmacht zu YouTube oder diese Streaming-Dienste, wo einfach sowas besteht. Genauso wie die Musik. Nicht? Ein Lied, das besteht. Das wird ja nicht veröffentlicht, angehört und dann war es, sondern das soll ja immer wieder gehört werden. Und da sind wir natürlich auch bei diesen Charts und so weiter weit weg schon von diesem Gedanken, sondern da gilt ein schneller Erfolg. Ein One-Hit-Wonder gibt es ja viel. Nicht? Und dann hast du also ein Lied Ja. veröffentlicht, das wird, also wenn es erfolgreich ist, auf Vorweg gespielt und hin und her. Und in den meisten Fällen ist es dann nach spätestens einem halben Jahr oder einem Jahr komplett weg von der Bildfläche und das war's. Das ist fast schade, nicht? Weil es sollten ja eigentlich für mehr sein. Habe ich recht, Patrick? Das stimmt, ja. Das sollte viel, viel mehr sein, nicht? Ja, das ist so. Eigentlich schon. Eigentlich Ja, schon. Ja, sicher weil man nicht. nicht, Und da, wenn ich hernehme, das Bummerl nicht, vom Horst Gmeller, das ist in die 70er Jahre, glaube ich, geschrieben worden, oder was 80er, nein, ich glaube 70er Jahre sogar, gell? Weißt du das? 70er, ja. Ja. 70er, vor die 80er, auf jeden Fall vor die 80er. Ja. Und das wird auch sicher noch gespielt werden, wann wir nicht mehr sind. Das ist für mich, und das muss jetzt kein Hit sein in dem Sinn, aber das ist ein Lied, das sicher bereits eingefunden hat in die Musikkultur der Wiener oder der Österreicher, ganz fast sagen. Gell? Ja, der Österreicher kann man eigentlich sagen bei dem. Beim Bummerl ist eigentlich österreichweit, ja. Denke ich auch. Definitiv ja. Ja. Du, Patrick, der Raphael Illmeier fragt, Patrick, gibt es, das ist eigentlich interessant, dass er die fragt und gar nicht mich, der schreibt konkret Patrick. Ja, ich zu. Da könntest du mich auch fragen, Raffi. Wenn du mich fragst, würde ich sagen, warte, da werden wir gleich einen Patrick fragen, aber trotzdem, ich würde mich wohler fühlen. Also, Patrick, gibt es Bücher über die Entstehung Ja. des Wienerliedes? Ja, gibt es jede Menge, also jede Menge ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es gibt einige. Siehst du, das ist eine gute Idee. Das können wir vorbereiten für unsere kulturelle, sozusagen, Minute Kulturtipp. hier in unserer Morgenshow, nämlich. Mhm. Es gibt ältere historische, ich glaube, der Ernst Weber hat was herausgegeben, zum Beispiel in neueren Zeit. Wie heißt der Professor, der Walter Deutsch. Hat der auch Walter raus, aber Deutsch, das danke Wienerlied, ja, Klaus, gell? genau zum So, gell? Beispiel, ja. Ja. Professor Diemann Dichtel hat was herausgegeben vor kurzer Zeit, also vor ein paar Jahren erst. Ältere Sachen gibt es von Hans-Weiner Dillmann. Die Margarete Egger hat über die Schrammeln was rausgegeben. Also es gibt da wirklich jede Menge. Ich werde ihm was schicken einmal gerne und wir können das gerne in einer Morgen schon mal besprechen. Ein paar Das ist eine dieser Idee. Peter Wehle fällt Bücher. natürlich noch ein. Peter Natürlich, Wehle ja. fällt, das ist ein ganz Sprechen, wichtiger. sprechen Sie Wienerisch, singen Sie Wienerisch, ja. Großartig. Ja, also das war sicher, also Raphael, danke für den Tipp, da werden wir uns, also sprich der Patrick wird sich um diese Bücherliste kümmern, ist aber sicher eine ganz spannende Geschichte, auch abseits von der Morgenshow, dass man Ja. dass man über solche Literatur, Wiener Liedliteratur sozusagen abseits von Noten, dass man da einmal drüber redet, ja. So, Fleischpflanzerl, Meatloaf, sagt er, jetzt ist er weg. Wo war das jetzt? Da. Ich bin da. Der Munro. Nein, nicht Ach so, du bist nicht da. Nein, Entschuldige, der Munro. Hackbraten ist Meatloaf. Ja, aber Meatloaf, ja, genau. Meinst Meat, sagt die Maggie. Ja, danke. Meinst. Meinst mit. Meinst. Du meinst es durch den Fleisch und meinst Meat, sagt der Munro, ja. Siehst du, das hätte ich nicht gut. Also Ja. meinst, sagt man meinst. Ja. Und nicht minzt, wie die Minze. Sondern meinst. Meinst Meat. Ich verstehe. Literarisches Duett, sagt der Georg Scheurer. Jawohl, genau. So, und jetzt, ja, Patrick, was? Fleischpflanzerl, weil ich gelesen habe, da sieht man schon wieder die deutsche Sprache, wie unterschiedlich das ist, wo man für ein und dasselbe, wie viele Ausdrücke es gibt dafür. Jetzt bei uns in Wien sagt man Fleischlaberl dazu. Ne? Im Bayerischen sagt man Fleischpflanzerl. Bis hin zu Buletten, da gibt es immer, und die Zubereitung Frikadellen. ein bisschen unterschiedlich. Ne? Frikadellen gibt es auch noch, ja. Das Großartig. Aber das geht bei uns gar nicht. Also in dem Moment, wo ich liebe Fleischlaberl, in dem Moment, wo du mir servierst mit dem Hinweis, dass es Frikadellen sind, muss ich erst einen Schluck Wein nehmen oder irgend sowas, damit ich mich wieder resetten kann. Weil allein der Begriff Frikadelle, jetzt bei Fleischpflanzern habe ich das nicht so, aber bei Frikadelle, das dreht sich bei mir auf einmal komplett und denke mir, das ist nicht, kann nicht zum Fressen sein.
Weil die Bezeichnung irgendwie, weiß nicht, das taugt mir nicht. Das taugt mir nicht. Das klingt so Aber nach Fisch irgendwie, gell? ja, ja, Finde ich, so für mich, viel, also ja, rein phonetisch, ne? Frikadelle, ja. das ist wie Sardelle quasi fast. Ne? Genau. Und So wahrscheinlich habe ich das als Kind irgendwie einmal so mitgekriegt, so Frikadellen friss ich nicht. Ja. möglich. Schaut, der Raphael Lindmeier meint, schick mir bitte eine Liste. Ja. Raphael, das werden wir angehen. Ja, Das werden wir vielleicht auch wirklich als Thema, als eigenes Thema hinbringen, was mich ja auch wieder zurück ein bisschen bringt zum Newsletter, zur Idee, warum ich gesagt habe, dass man da ein bisschen was, dass ich da ein bisschen mehr reinpacken möchte. Ich will jetzt da nicht, also es geht schon zeitlich gar nicht, dass ich jetzt da ein großes, wie soll ich sagen, quasi einen Blog starte, wo halt dann der Newsletter das weitergibt, sondern einfach ein paar Infos abgeben. Es geht dann da eben auch um so, zum Beispiel wäre etwas, ein Literaturtipp für den Newsletter. Nicht? Ein Tipp. Es wäre auch was wie zum Beispiel der Pawlatschenwein des Monats ausnochmal oder irgend sowas, ja, in die Richtung. ja, Also wo man genau. da schon ein bisschen was bisschen mehr macht, mehr, ähm, wie soll ich sagen, mehr reinbringt, was auch inhaltlich zu uns passt. Also wo man sagt, ja, das ist jetzt nicht einfach nur, da geht es ums Wienerlied oder solche Sachen, sondern auch irgendwie um die 16er Buben. Ich will jetzt nicht sagen Privates, aber ein bisschen was, wo man einfach feststellt, na, das sind die zwei. Das ist einfach, weil das macht es ja aus. Ich denke mal, bei aller Social-Media-Geschichte, aller Online-Geschichte und so weiter, das Wichtige ist ja, dass da zwei Menschen sitzen. Einer natürlich fescher wie der andere, aber es geht mir um Das diesen glaube ich. menschlichen Aspekt. Und ich glaube nämlich, dass dieses Menschliche, dieses Authentische, dieses Echte, ja, dass das eben nicht berechnete Statistik ausgewertete Kunst, Kunstfiguren sind, sondern dass wir echt sind und dass wir halt da Wienerlieder machen. Und das soll auch dabei rauskommen irgendwie, dass man eben so private Dinge, mehr oder weniger privat, wirklich privates ja nicht, sondern einfach dieses Menschliche reinbringt. Ein bisschen, zum Beispiel in der Form und auch in Form von Literatur oder von Literaturtipps oder sowas, weil das ja uns auch ausmacht. Wie siehst du das, Patrick? Absolut. Absolut, genau so ist es. Ein bisschen, gerade die Kulturtipps sind wichtig und ein bisschen so kleine Einblicke ins private Leben, was man sonst noch macht, außer Musik. Ich finde das ganz wichtig, dass ihr das auch ein bisschen mitkriegt. Das ist auch interessant, denke ich mal vielleicht. Interessant ist, wenn man nur immer so trocken über irgendwas Thematisches, über Wiener Musik oder sowas macht. Gehört natürlich dazu, aber es gehört auch ein Großteil natürlich dazu des Lebens. Ich meine, beim Schlafen werden wir uns nicht filmen oder sowas oder beim Zähneputzen. Wobei Zähneputzen hätte fast schon wieder was. So Nein, ich weiß nicht. begleitet mich am Tag, nicht vom Aufstehen bis zum Niederlegen oder so. Ja, Aber nein, na, Big das war Brother jetzt machen auch wir eher nicht. spaßig gemeint. Gell, Ja, das wisst eh. ihr schon. Nein. Das ist mir klar. Na, aber ich glaub so eben einfach das, dass da Menschen sitzen, weil ja auch das Private ist ja dann privat, dann weiß man, aha, na, das ist privat und dann, wenn man mal irgendwo persönlich sie trifft, man kommt ins Plaudern, dann kommen ja ohnehin nochmal private Sachen aus, ja, man weiß, man sieht da eben einen Menschen da. Nicht? Tja, die Maggie sagt es richtig, das heißt heutzutage Storytelling. Jawohl, jawohl, bravo Maggie, bravo Ja, Maggie. Ja, ja. es ist schon natürlich mit Geschichte verbunden, aber eben vor allem auch mit dieser Identität oder dieser Kultur der 16er Buben untereinander. So denke ich mir das ist einfach wichtig. Und da werden wir auch, habe ich eh schon angekündigt, den Podcast Wienerlied Insights eben jetzt nicht nur füllen mit diesen Sendungen. Übrigens, die Sendung von gestern habe ich noch gar nicht aufgeladen können, weil das hätte Aus gedauert verständlichen Gründen, ne? Stunden. Ja, Stunden Ja, hätte es dauert. ja, Das hat mein Computer ja. blockiert. Aber, äh, aber also diese Sendungen kommen auf und so weiter. Und wir wollen grundsätzlich, der Patrick und ich, wollen wir gestalten also pro Woche. Wir wollen es nicht auch mit der Woche machen, sondern wir wollen das rein produktionstechnisch schon zusammenfassen. Aber grundsätzlich soll ja auch mit der Woche eben ein YouTube-Video rauskommen, wo wir ein Thema behandeln. Schlicht und einfach ein Thema. Ja. Das wäre dann auch das Podcast-Thema.
für Arme in der Woche, das quasi ernstzunehmende. Auch genau. hier ist die Idee, dass wir Gäste dazu einladen und so weiter. Aber eben, dass man da schon ein bisschen mit einer gewissen Ernsthaftigkeit an Themen auch rangehen, die von der Entstehung des Wienerliedes bis hin zu wirklichen, vielleicht politisch nicht, aber wie soll ich sagen, ähm, Betrieb oder wie kann man das sagen? Gesellschaftspolitisch vielleicht schon, kulturpolitisch, das ist eigentlich der Begriff, die bis dorthin gehen können. Kulturpolitisch, ja, genau. Genau, ja. Also das will man da schon behandeln. Und da wäre zum Beispiel wirklich ein Thema, was ganz interessant wäre, dass wir eine Sendung machen. Das wird nicht live sein, das sage ich auch gleich, das sind produzierte Videos, dass wir eine Sendung machen über Wienerlied Literatur. Das wäre zum Beispiel was. Und ja. Und wenn das zum Beispiel online geht, sowas nicht, dann kann man das ja hier auch anteasern, dann haben wir hier auch nochmal eine Möglichkeit, über das Thema zu sprechen. Ich glaube, das war eine ganz interessante Geschichte. Wie seht ihr das? Das würde mich interessieren. Schau, Hacklaberl, der Munro. Ja, Die Großmutter hat gesagt, Hacklaberl. Oder ist das was anderes? Nein, das ist eh ein Fleischlaberl. Aber das, ja, also das haben wir nicht gesagt, aber man wird sofort erkennen als Fleischlaberl. Ja. 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 Was haben wir da noch? Da hingegen gibt es ja dann noch die Cevapcici, ne? Ja gut, ja. Das ist Ähnlich wieder einem Fleischlaberl, allerdings in länglicher Form und ein bisschen anders gewürzt. Aber das ist ja Balkanküche. Bei uns ist halt immer beim Fleischlaberl immer die Frage, dass es kehren ja Samen auch rein in das Fleischlaberl, ne? Dass das Ganze schön saftig wird. Was bei Cevapcici eigentlich, bei den Cevave, nicht der Fall ist zum Beispiel. Ne? Richtig. Oder auch bei die Hamburger-Laberl. Ne? Bläs- Das ist ja auch was Hamburger, ja. anderes. Die Genau. Hamburger, also nicht für die Hamburger, diese Laberl, das hat man, ist eine Patties. reine. Genau, Patties heißt das ja. Da, Wobei wir wieder beim Englischen sind. Ne? ja, ja, aber in dem Fall stimmt es. Ja. Aber der Hamburger, der Hamburger kommt ja von den USA um. Auch wenn man es vom Namen her nicht glauben könnte. Was haben wir da? Du, der Fleischlaberl Rules. Jawohl, Georg Scheurer, ganz genau. Hacktäschli für Bulette in Schweiz. Hacktäschli. Tätschli, so. Weil Tätschli ist eine Hacktätschli. Ja, weil man so zusammentatschelt, wahrscheinlich. Du, der Krieger Wolfsberger auf Facebook sagt, Josef Anton Stranitzky, übrigens ein gebürtiger Knittelfelder, spielte zu Beginn seiner Karriere als Wiener Hans Wurst im Pawlatschen-Theater auf der Freiung in Wien. Da schau her. Sagt noch auch nichts. Also der Anton Stranitzky aus Knittelfeld. Josef Anton Stranitzky. Hans Wurst. Apropos Hans Wurst, wir haben, Das ist interessant. wenn Ja. wir ein Lied in der Reißen, also das können wir jetzt versprechen schon, Patrick, gell, das werden wir am Montag noch nicht können, weil wir jetzt nicht zum Zusammenspielen gekommen sind, aber Nicht zusammengekommen sind, ja. gut, vielleicht kommen wir am Montag früher zusammen, da könnte man es vielleicht noch mal zusammen einschauen, aber spätestens, ich sage jetzt mal kurz drauf, ein Lied, das ich mir schon lang wünsche, dass wir das uns einlernen Ja. und das passt zu der Aussage für den Wiener Hans Wurst, der Wurstel. Den Wurstel Ja, kann unbedingt, keiner da das- schlagen. Das kämen wir auf jeden Fall also spätestens eine Woche drauf kämen wir es auf jeden Fall. Ich kann es eh schon auch. Ich muss das schon da so. Also das wird schon, das ist in Arbeit. Der Georg Scheurer sagt nämlich auch was Wichtiges, dass der neue Brief für Newsletter erreicht auch die nicht elektrifizierten. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Also, weil E-Mail hat bald einer, eher noch als ihm jetzt Social Media Content irgendwie den erreicht. Und ich muss auch sagen, es kommen wirklich Abonnenten dazu. Also der Newsletter wird in der Woche sicherlich kommen da ja, wöchentlich 3, 4 im Schnitt dazu. 5 vielleicht sogar. Also ich habe schon oft, sehe ich schon, dass da ein Eingang ist an Newsletter und daher habe ich mir auch gedacht, dass man das vielleicht ein bisschen intensiver gestalten kann. Und ja, das glaube ich auch, dass das. Ich kann mich nur erinnern, früher haben wir in der Studentenzeit, die weil der Georg da sagt Neubrief für Newsletter. Und wir haben die Webseite, die Homepage, haben wir dann benannt, statt in Latein, nicht, als Ding, als Pagina Domestica.
Und natürlich Ja, leibend, genau. aber so, das weiß, versteht ja keiner. Ich meine, du kannst gleich www hinschreiben, dann kennst du dich aus und fertig. Aber wie man das, weil eben Homepage, da dieses Englische sicher nicht. Ne? Der Georg Scheuren und meint Das doch war mit halt so damals, ja. das war so, ja, mit Ja, ja. Lesermeinung. Meint das der Georg Scheuren zum Beispiel, mit Lesermeinung. Was meinst du jetzt bei den Büchern oder was? Aber gut, wie soll man das? Beefsteaky, Christoph Rateuer. Beefsteaky, Pleskavica, Falter. Die Geschichte über das Wienerlied Ja, ist ein gutes genau. Thema, gell, Wolfgang? Ja, das ist sicher. Es ist natürlich auch sehr umfangreich, darf man auch nicht vergessen. Schau, die Maggie sagt, ja, ich bin sicher für all diese Themen. Jawohl. Das weiß ich, Maggie, ja, das weiß ich. Ja. Aber schau, die Chrissy sagt, der Hacklaberl kennt's nicht. Ja. Den Begriff kenne ich auch nicht, Hacklaberl. Aber wenn jetzt einer sagt Nein. Hacklaberl, würde ich vermuten, was gemeint ist. Also das ist dann. Peter Wehle ist ein guter Tipp, sagt der Wolfgang, ja. Eine Legende der Hans Wurst. Bitte googeln, Gregor Wolfsberger, ja. Wie hat der Kassen Stranitzky, gell? Patrick merkt, da schreibt er das auf, Stranitzky, ja. Patrick. Stranitzky habe ich schon gemerkt. Ist schon Josef gespeichert. Anton Stranitzky. Stranitzky. Weltklasse, Weltklasse. Gregor, danke für diesen Tipp. Die Nathalie Kohlafer ist da. Großartig. Guten Morgen, Burschen. Entschuldige die Verspätung. Ne? Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Entschuldigen wir natürlich der Neuigkeitenbrief. Bitteschön, bitte. Aber selbst wenn man jetzt eben zum Beispiel Neubrief oder Neuigkeitenbrief, die Chrissy schreibt, natürlich könnte man das sowieso sagen, aber ganz ehrlich, Newsletter weiß man weiß, was ein Newsletter ist. Beim anderen muss man sich überlegen, was will der? Ach so, der will ums Verrecken nicht Newsletter sagen. Weißt, so würde ich das halt sehen. Ja, ja. Schau, der Raphael hat schon. Josef Anton Stranitzky war ein österreichischer Schauspieler, Theaterschriftsteller und Theaterleiter. Er gilt als Begründer des Altwiener Volkstheaters und Erfinder des darin auftretenden Wiener Hans Wurst. Zudem hat er ein von der Medizinischen Fakultät Wien geprüfter Zahnarzt. Da schau her. Georg Scheurer hat Leserbriefe der Meinungen im Neubrief. Ja, das ist eine Idee, Georg. Das ist eine Idee, aber das müsste man irgendwie kolportieren, dass ich natürlich auch solche Zuschriften kriege. Ah, die sind weg jetzt auch zur Untersuchung, jawohl. Na, Freunde, da müssen wir aber jetzt eine haben Jawohl. für den Adi Rehberger. Die, Die Tassen, die die Tassen. Heferln. Genau. Haut seine die Die Heferln. Heferln. Haut seine die Jawohl. Heferln. Zur geistig-seelisch-energetischen Unterstützung von unserem Adi Rehberger, der eine Untersuchung im AK hat. Und da sollen ihm die Wellen der Kaffeeheferln sollen ihm da wirklich unterstützen. Stranitzen sind doch auch was zum Essen, oder was? Ulrich, die Stanitzeln. Nicht Stranitzen, sondern Sta- Stanitzeln. Stanitzel. Aber gut genau. Gut Die getan. Traben. Und wie du sagst in Wien Tüte dazu. Ja, Das natürlich. ist ein Stanitzel. Das geht gar nicht. Schau, die Susanne Moser ist am Start, ist auch schon da, ein bisschen spät, sorry. Schau, das finde ich leibend, wenn sie die Herrschaften entschuldigen. Das ist spät zu unserem Livestream war. Sehr leibend. Arztbesuch, Ihr seid Blutabnahme und leibend. so weiter. Jawohl. Aber Susanne Das ist Moser, wirklich leibend. schön, dass du da bist und hoffentlich ist alles gut. Und da fahren scheine die Kaffee von Adi und ich hoffe, die Nathalie richtet das auch dem Adi dann aus, dass er da von der Morgenrunde, der Kaffeerunde, der Kaffeetratschrunde, der Kaffee, mir fehlen noch die Begrifflichkeit, ich muss noch eine finden. Die Kaffeehausrunde, kann man sagen, das Wiener Kaffeehaus, der 16er Burm, live online, das Online-Kaffeehaus. Oder das Online-Café, das 16er Online-Café. Geht man auch sagen. Jetzt fehlt noch das Publikum, die Kartenspieler. Ja, na vielleicht spielen eh welche, weiß ich nicht. Die sind halt nicht im Chat. Das spielt wer, was weiß man. Ja. Was Die, weiß man, gell? die Damenrunde in Pastellfarben gekleidet, alle in Kostümchen. Ja, Die war auch immer herrlich. Ja. Herrlich, großartig. das war noch im Café Ritter in Ottergring. ja. Das, Ritter, ja. ja. Die Karten, die noch dort waren damals. Wenn man in Wien Tüte sagt, kommt man ins Sackerl. Richtig. Und zwar dauerhaft. Ja. Aber im Jahr zum Stanitzel. Und dann wird es das zugebunden. aber abgesehen jetzt vom Sackerl, aber wirklich, wenn einer sagt, eine Eistüte. Aber das hat sich bei uns auch schon durchgesetzt. Die So, Eistüte ja, ja.
Hat sich durchgesetzt, weil es sagen weniger Leute sagen Eisstanitzel, sondern In Eistüte. der Zwischenzeit, ja. Ja. Ja, Aber also, und das stört mich weit mehr, also stören, ich überlebe, ja, aber es stört mich irgendwo weit mehr als jetzt Anglizismen. Muss man echt sagen, oder? ja. Ist schon wahr, ja. Eistüte? Eistüte stört mich mehr, als wenn einer sagt, Wobei, weiß ich nicht, Community. man sagt, So. meinst Meat? Ja, meinst mit ist ein Blödsinn, weil meinst mit ist einfach nur Englisch für einen deutschen Begriff oder für einen Das ist deutschsprachigen. faschiert, ne? Sowohl im Deutschen wie auch im Österreichischen. Nicht? Und klar, jetzt kannst du Ja, sagen, ja, Oder eben. Storytelling, da kannst du sagen, ja, Geschichten erzählen, aber das ist es ja nicht. Das ist ja nicht gemeint. Storytelling ist ja ein Begriff, der zum Beispiel etwas umfasst, wofür wir keinen Begriff haben, muss man ja ehrlich sagen. Weil Mhm. Storytelling ist eben, vor allem aus dem Marktwirtschaft, also aus dem Mhm. Marketingtechnischen und aus dieser Geschichte außer, das deckt mehr um, als wenn du bei uns einfach nur sagst, zum Beispiel jetzt Geschichteldrucker. Storyteller ist eben ja, ein Geschichteldrucker, aber auch nicht wirklich. Das heißt, das sind schon Begrifflichkeiten oder eben Community. Community heißt Gemeinschaft, übersetzt, das ist richtig, aber mit Mhm. einer Community meint man was anderes als mit Gemeinschaft. In den meisten Fällen. Man kann es schon auch synonym verwenden, aber eben Definitiv, ja. und daher, und das ist halt nicht so wie es in Amerika gesagt haben, wir haben Kindergarten, wir haben da jetzt keinen Begriff, aber Kindergarten ist eigentlich genau das, was wir sagen wollen. Man hat ja keiner entschieden, sondern es ist entstanden. Nicht? Und darum haben sie halt weiter Kindergarten gesagt. Nicht? Ja, das ist ebenso wie Zettelkasten, was ich überhaupt großartig finde, weil sagt ja bei uns keiner mehr Zettelkasten. Nicht? Aber ist egal. Und da stört mir eben jetzt die Eistüte in Wien stört mir weit mehr als Ich verstehe das. Ja. Mich auch. diese, die Brigitte Scheuer hat das vorher angesprochen, das Eisbein. Also wenn ich in Österreich bei einem lokalen Eisbein lese, ne, 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 Habe na, ich eigentlich noch, habe ich oh ja, eigentlich noch, in Wien habe oh ich ja, Eisbein eigentlich noch nirgends oft schon, gelesen. oft schon, oft schon, ja, ja, Wirklich leider, wahr? leider, ja, Mir ja, war ja, das nirgends aufgefallen. ja. Ja, wahrscheinlich, weißt du, also vor allem dort, wo halt viele Touristen sind, Hm? natürlich, dort scheint es, oder gut, jetzt in Tirol habe ich es sehr oft gelesen, aber da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob es in Tirol nicht ohnehin, zumindest dann im nördlicheren Teil, wo es schon sehr nah an Bayern sind, ob es da nicht vielleicht eher Eisbein sagen grundsätzlich. Aber bei uns in Wien findet man mitunter, Wobei also durchaus öfters Eisbein, ja. Im Bayerischen sagen sie auch nicht Eisbein, da sagen sie Haxen, ne? Meistens. Wahrscheinlich, ja, da haben sie eher Haxen, ja, stimmt, ja. Schweinshaxen, Schweinshaxen, nicht? Genau, ja. Weil wenn du in München ein Eisbein bestößt, wird dir das gleiche passieren wie in Wien, sage ich einmal. Wenn Ja, du ein ja, Eisbein bestößt, ne? Das äh, was ja. ich so weiß in München, nein, Ja, das ist Schweinshaxen, nicht? Ja. ich glaube auch, ja. Aber dort ist es dann dennoch irgendwie vertretbarer Eisbein, weil du jetzt sagst, zumindest Deutsch, ne? Also Mhm. Deutschlanddeutsch. Ja. Aber in Wien Eisbein geht gar nicht. Aber habe ich doch Mhm. in der Stadt vor allem drinnen, Ja. nicht? Also in der Ja, da Vorstadt komme ich eher selten nicht. hin, Ja, weißt ja. Ich weiß es auch nur aus der Studentenzeit, also aus der letzten. Halt. Du, die Nathalie Kulafer sagt, über den Adi Rehberger, muss ca. 12 Impfungen vorm Spenderherz impfen lassen, weil es nach dem neuen Herz nicht mehr geht. Muss es in unter 3 Wochen machen, na bist du deppert. Ja gut, aber da sind, Gott sei Dank haben wir jetzt die Kaffeeverwöhn loslassen für den Adi ja, und Nathalie, du sagst es ihm natürlich bitte, dass also er wird es gespielt. Er unbedingt. wird Schnagel wieder haben, Schluck aufstoßen, Schnackel wieder haben, weil alle an ihm denken jetzt da und er wird merken, dass es ihm besser geht, schlicht und einfach. Na, da wünschen wir alles Gute. Da wünschen wir wirklich alles Gute und Toi, da hat er toi, noch was toi, vor. die Druck, Ja, in 3 Wochen 12 Impfungen reinhauen, das, bis deppert. Ja. Schau, die haut Patricia, schon kurz eh. vorbeischauen, weil Waiting vor Chantal. Ne? Dann lassen wir die Chantal dann auch schick rissen. So, was haben wir da? Im Süddeutschen heißt die Tüte Gucken. Das habe ich auch noch nie gehört, Ulrich. Gucken. Ah, Zum interessant. Sackerl, ja, interessant. Bravo, Susanne Moser, wenn meine Enkel Tüte sagen würden, bekommen sie ein Sackerl über den Schädel und fertig.
Bravo, Susanne. Und ich hätte noch eins draufsetzen. Das ist nämlich auch ein Grund zum Enterben. Wirklich wahr. Geschichten aus dem Polanergarten, sagt man in Deutschland. Geschichten aus dem Polaner. Ja, das sagt man, wenn so wirkliche Geschichten gedruckt werden, genau. Genau, wenn einer da erzählt und du weißt, das ist ein Blödsinn, der erzählt jetzt da eine Geschichte, dann ist es. Aber siehst du, aber das hat wiederum mit Storytelling gar nichts zu tun. Nicht? Jawohl. Nix. Na, null. So. Anton Karas spricht noch der Raphael Illmeier an. Jawohl. Säckleber. Na gut, Sauhaxen in Bayern, ja. In München Schweinshaxen, jawohl. In Bayern geht Eisbein auch nicht. Wirklich wahr? Ist das ganz. Ja, dann ist es auch wahrscheinlich. Ja, verstehe. Ich habe mir's fast gedacht, ja. Ja. Ja, die Grieße, genau. Ich wundere mich beim Eis bei der Stötzen, die ist doch gebraten. Ja, das ist für mich so ähnlich wie Frikadelle, Eisbein. Es hat für mich kein. Das erschließt sich mir der Sinn nicht. Warum das Eisbein heißt. Das. Ja. So, passt auf, jawohl. Der Adi wird sich freuen über die Kaffeeferl. Es gibt eine Bedingung. Ja, Freunde, super. es ist 10 Uhr. Ich glaube, wir können Schon langsam? bedenkenlos, diese Morgenshow lassen. Ich werde mich heute bewegen auf eine Messe, Patrick. Auf eine Messe. Ja, auf eine Messe, wo fährst du denn hin? Auf welche Nach Messe Wiener gehst du? Neustadt. Was ist denn jetzt? Hausbaumesse. Neustadt? Also- Hausbaumesse, ja, Ich weiß nicht, ob's wunderbar. Hausbaumesse heißt, aber halt so, Heimwerker. Bin sehr Hausbaumesse. gespannt, was du mir berichten wirst. Ja, Ich freu mich schon. wahrscheinlich wäre ich mörderisch enttäuscht sein, wie Ist bei fein. allen Messen, wo ich jetzt war. Ha? Wahrscheinlich Wäre wirst du fein. umeinander fallen. Also ein Blödsinn hätte ich mir doch da sparen können. Also überall das Gleiche. Da steht gar nichts dort eigentlich, was interessant ist. Und was du nicht sonst auch im Bauhaus findest oder in irgendwelchen Baumärkten findest. Ja. Also das war tatsächlich, ich war da in Oberwart auf der Baumesse. Das Thema machen wir noch kurz auf, Patrick. Das Thema machen wir noch kurz auf, weil es aktuell Ja, ja. ist. Weil morgen, am Montag, morgen ist, was ist heute? Freitag. Das ist ist Freitag, Freitag. ja. Wir sehen uns erst wieder am Montag. Ja, ja. Die erste Woche ist um, Patrick. Also, ja, das ist aber schnell verflogen, was? Das ist schnell gegangen. Meine gell? Lieben, was? Das ist schnell Na, was gegangen. sagt man, ha? Schau. Und hat gar nicht weh da, eigentlich. Na, überhaupt Ja. nicht, oder? Na, ich Tolle bin, Geschichte. Ja. beim Also Aufstieg muss ich ist ja kein Problem, ich bin sowieso auf. na auf ist das nicht, aber man muss ja quasi auch herzeigbar sein. Das ist eher, aber auch, also bis jetzt also eine Herausforderung war es in keinster Weise. In keinster Weise, ja. Wie soll ich sagen, wenn jemand fremd ist, muss er nicht direkt geschimpft werden, sagt der Christopher Dau. Da hast du schon recht. Aber wo ist das gewesen? Hab ich geschimpft für einen Fremden oder was? Nein. Oder? Was war? Dann ist falsch umgekommen. Christopher Dau, auf was bezieht sich das jetzt? Da? Hier in Thailand heißt das Wort Mu. Je nach Betonung entweder Schwein, Ratte oder Schlange. Man muss dann eben essen, was man bestellt hat. Mu. Da kriegst du alles Das ist aber gut. Der Zurgröster stand ich zunächst fassungslos vor dem Eisbein. Das glaube ich. Ja. Aber Christopher Dau, da bitte um Aufklärung. Wenn jemand fremd ist, muss er nicht direkt schimpfen. Das ist sicher auch so. Aber ist das umgekommen? Ich hoffe nicht, weil das wäre nicht meine Intention gewesen. Ja. Die Knochen wurden als Kufen verwendet. Da schau her, sagt der Paul Artmann. Eisbein kommt von früher, wenn man den Knochen an die Füße gebunden wurden, um damit auf dem Eis zu laufen. Spannend. Interessant. Das ist wirklich spannend, siehst du, ja, aber dann hat es wieder einen Sinn. Nicht? Ich meine, trotzdem Eisbein. Ich meine, dann kann man ja vom Eisbein reden, wenn man es auf die Kufen haut, auf die Schuhe, aber nicht am Töler. Nicht? Wenn jemand zum Beispiel lecker sagt, was bei uns normal ist. Achso, ja, na, aber da sind wir wieder bei dem Ja, aber das Thema, sind ja kleine Spielereien, das Ganze. Ja. Weil es ist ja umgekehrt auch so. Nicht? Also das ist, wenn ich Stanitzel sage, wenn ich in Hamburg bin und vergiss drauf am Tisch, stehen wir ich möchte das in einer Stanitzel haben. Lacht Also- hier in Deutschland ja genauso. Das gehört Christopher dazu, Dau- das ist ja das Menschliche. Finde ich halt. Ne? Das ist, aber das ist ein super, super Beispiel, was der Christopher Dau bringt. Wenn ein Deutscher in Wien, in Österreich, bei mir da, ein Deutscher lecker sagt, freue mich, stört mich, also, ich höre das nicht einmal als negativ. Wenn ein Österreicher lecker sagt, das ist etwas,
Was mich stört, unter Anführungszeichen, jetzt ganz Das ehrlich, ärgert mich. Ja. die Welt dreht sich weiter, ich atme weiter meine Luft, ich trinke einen Wein, ich spiele Musik. Also wirklich, also mein Leben beeinflusst es nicht wirklich. Und man kann sich natürlich, man hat diesen Luxus, sich über solche Dinge dann aufregen zu können, wenn man will. Aber das ist eben zum Beispiel, weil du das sagst, eben in Fremden, das ist nämlich gut, dass du das ansprichst, wenn das, also kein Deutscher muss bei mir Fleischlaberl bestellen. Oder muss sagen, nachdem wir beim Taschler Fleischlaberl gegessen haben, Wahnsinn, ja, die Fleischlaberl sind super gut. Also wenn der sagt, der Taschler, ich habe da das erste Mal Buletten oder Frikadellen oder Hack gegessen und das war so lecker. Ja, ich meine, wenn das ein Deutscher ist, na, das stört mich nicht einmal irgendwie. Warum soll Genau, der in genau. Wien anders reden? Aber wenn das immer ein Österreicher sagt, ich glaube, das ist das, was man wirklich was ich gerne rausbringen will. Ein Österreicher sagt nicht Tüte. Punkt. Er sagt auch nicht, was weiß ich, Das sagt er nicht Stuhl, sondern Brötchen. Sessel. Er sagt auch nicht Brötchen, genau. Aber Das wenn sagt er jetzt der, Semme, ne, zum Beispiel. Ne? Genau, aber wenn ein Deutscher sagt, wir sitzen zusammen, kannst du mir die Brötchen rüberreichen? Dann sagt er, hey, Semme heißt es. Ja, wie der Patrick richtig sagt, vielleicht im Scherznecken. Ja? Aber sonst nicht. Also gut, dass du das Genau. angesprochen hast. Ich finde es gut, dass wir das nochmal ansprechen konnten. Tolle erste Woche gewesen. Freue mich auf Montag und wünsche euch ein schönes Wochenende, sagt die Susanne. Danke dir ebenfalls. Es gefreut mich, dass der lecker, Alter. Ja, das ist gut, Ulrich. Lecker, Alter. Die Extrawurst heißt in Germany Leona. Habe ich auch nicht gut. Gut, ich habe dort nie eine Extrawurst gekauft. War eine super Woche, sagt die Nathalie. Freue mich auf Montag, da wird der Montagmorgen erträglicher und der Abend entspannter. Jawohl, einmalig. Es Schön. gibt genug Leute, Sehr die sich schön, darüber sehr schön. aufregen. Ich könnte genug Beispiele bringen, was da an gehässigen Bemerkungen fallen. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon, Christi, das kenne ich, das weiß ich eh. Da kehren wir nicht so wirklich dazu. Wie gesagt, wenn das ein Österreicher sagt, oder gerade bei Jugendlichen, denen drei dann schon gerne mal ein bisschen das Urwaschel verbal ein. Aber wie gesagt, es ist jetzt auch nicht so, dass das Schön gesagt. meine Welt, mein Lebensstil massiv beeinflusst. Ja. Krapfen heißt in Germany Berliner. Ja, das ist ein Krapfen, ja. Ja. Aber ich habe jetzt zum Beispiel kein Problem, auch wenn ich jetzt in Deutschland bin, dass ich ihm sage, eine Tüte. Ich meine, ich sage ein Zackerl, weil ich halt nie Tüte sage. Aber ach so, ja, Weil ich Jesus, nicht nicht? drauf denke. Ne? Weil ich Ja. nicht dran denke, genau. Aber grundsätzlich habe ich mit dem Begriff ja kein Problem. Es geht ja nur um diese Aufteilung. Aber das stimmt schon, was die Krise sagt. Manche sind da schon extrem in ihren Gehässigkeiten und Boshaftigkeiten. Und das wird wahrscheinlich auch der Christoph Radau gemeint haben, zu Recht, dass da manche dann schon übertreiben und das wirklich ernst nehmen. Also diesen Streit. Ja. Und ich denke mir, das ist, wenn ich schon mit einem Deutschen oder mit Wurscht, wie man jetzt als Beispiel mit einem Deutschen an einem Tisch sitzt oder mich mit dem unterhalte oder der mit mir jetzt in einem Zusammenhang steht, ne, dann sind wir ja schon irgendwie mehr verbunden. Nicht? Also, und warum soll ich mich dann aufregen, weil der anders redet? Nicht? Wie gesagt, beim Österreicher, da gehört schon manchmal mitunter ein Tochtel, wie wir sagen, ein Tochtel, was die für einen Blödsinn reden. Ne? Ja, gerade der Patrick, ich fall vom Sessel. Fahr heim, dann weiß er's. Ah ja, genau, Chrissy, ja, der Da muss man Deutsche, ein ja. bisschen was erklären dazu allerdings, weil es kommt darauf an, wie man auf einen zugeht, nicht? Weil dieser besagte Beefke war nicht höflich, nicht freundlich, gar nichts. Der ist so wirklich so von der Weiden schon, spielen Sie mal, warum ist es am Rhein so schön, klopft man so eine auf die Schulter drauf. Man so, die Körbe den nicht kennt, ne? Da habe ich gedacht, weißt du was, Alter, vorhand, dann war's das, ne? Jawohl. Darum Vollkommen kam richtig. das so zustande. Und das Zu war, glaube ich, Recht. tatsächlich ein Ja, Beefke, weil ich glaube, es war ein Preis, wie sie dann das auch so ja, ausgestellt haben. ja, Das war ja, ja. ein direkter Aber Nachfahre was war der Beefke General oder was war der? Oder General irgendein Piefke, ja. General Beefke. Ja, nein, es gibt schon, aber ich meine, sagen wir es ehrlich, Arschlöcher gibt es halt überall, ne? Jetzt Das ist überall, halt ein genau so Beispiel. ist es. Weil natürlich, wir können definitiv weitaus mehr positive Beispiele an Na, was Deutschen heißt? aufzählen, Ja, genau. als man meinen könnte. Ist sicher vielleicht auch Genau wiederum so ist es. ein Tiroler Hotelier sieht es auch wieder anders vielleicht. Ja? Aber der sieht auch die Wiener anders. Das ist halt auch oft natürlich das Umfeld, in dem man sich bewegt. Ja,
Und ja, was soll er machen? Ja, na, auf jeden Fall, was mich stört, wenn die Speisen auf der Speisekarte einer österreichischen Gaststätte steht. Brigitte, ja genau. Nein, wie gesagt, also wenn Österreicher, sei es jetzt ein Wirt, ein Unternehmer, was auch immer, einfach nur jemand auf der Straße, wenn ein Österreicher deutsches Deutsch verwendet, das stört mich persönlich weit mehr, als wenn Anglizismen, die ohnehin brauchbarer sind in manchen Bereichen, Ja, ja. verwendet werden, weil, wie gesagt, das eine ist verständlich, weil eben Storytelling hat einen anderen Begriff, Community hat mitunter einen anderen Begriff, ein Follower ist eben, ein Follower-Face, da weiß man, was gemeint ist. Wenn ich sage, ein Folgender ist, was soll das? Ja? Das stimmt ja nicht. Das sind einfach Begrifflichkeiten, die als solches verwendet werden, das stört mich nicht. Weil wenn ein Österreicher oder ein österreichisches Lokal stehen hat, es gibt, weiß ich nicht, Eisbein oder sowas, dann finde ich das auch ausgesprochen, sagen wir mal, Ja, irritierend. komisch. Komisch. Ja, ja. Absolut, ja. Das hat Mensch, der noch Meier, der war geholfen. schon ein bisschen Entschuldigt abgefüllt. kurz. Ja. Naja, wie gesagt, wir kommen aber ich bin von meinem Messethema jetzt wieder abgewichen. Jetzt reden wir schon über die Grapfen. Eigentlich wollten wir zum Schluss kommen, gell? Ja, eigentlich schon. In Salzburg ist das der Brauch, ja. Wobei natürlich, es ist halt natürlich, Salzburg ist direkt an der Grenze. Es ist auch wieder was anderes. Weißt du, was ich meine? Das ist schon, weißt du, also ich will nicht zu vorstellen urteilen, aber grundsätzlich im Kern der Sache gebe ich dir recht oder teile ich deine Meinung. Ich bin schon einer, der ein bisschen auf die eigene Kultur schon auch einen Wert legt und das gehört dazu, aber ich bin da jetzt kein Extremist. Und wenn das halt so nah an der Stadt ist, da hast du halt viel Deutsche da, ne? Warum soll das nicht so sein? Andererseits halt natürlich ein Deutscher, der oft nach Österreich kommt, ne? Dem brauchst du nicht Eisbein hinschreiben, weil der weiß, was ein Stützen ist. Der weiß ja in Bayern auch, was ein Schweinshaxen ist, wenn nicht Eisbein Ich weiß dabei auch, steht. was eine Frikadelle ist und was ein Genau, Buletten ist. Ne? genau, richtig, ja. Also Also, Brokkoli sind darum sage ich Brokkoli, immer ein da habe ich bisschen Glück. bemühen, ein bisschen bemühen. Nicht? Richtig, richtig, Wie ich das öfteren schon erwähnt habe, die letzte Zeit. Ne? Das ist einfach, voll. dann Kann man, funktioniert das von beiden Seiten her. absolut Hm? richtig. Und ich würde sagen, ich werde die Messegeschichte, wenn wir am Montag behandeln, weil dann kann ich mich erzählen, wie es war. Da hast du den Vergleich und kannst den Vergleich beleuchten, sozusagen, dann Ja, zwischen den Vergleich. Es ist, verschiedenen Messen. Ich aber bin gespannt. eines wie sagt man da, nicht als Trailer, sondern als, um jetzt bei den englischen Begriffen zu sein. Ne? Weil Trailer ist auch Trailer, ne? Zum Beispiel, ne? Sagt man auch auf Englisch. Trailer ist ein Trailer, da gibt es keinen deutschen Begriff, keinen gescheiten. Ähm, aber als Teaser, auch das ist ein Begriff, den man nur aus dem Englischen kennt, tut mir leid. Als Teaser könnte ich noch anmerken, ich wollte ja in Wien gehen auf die, wie heißt's, auf die Klaus, eine Partybeteig, Bitte hätte ich. fahren. Ja, was? Nein, du spiel dich nicht mit dem Mikrofon unten, das hört man. Das hört man. Ah, Ja, okay, ja. danke. Ja, no, da geht schon. Entschuldige, das war ganz extrem jetzt gerade, nämlich Ja, bei mir ich zumindest da. verstehe. Na gut, danke für den Hinweis, ja. Ich habe jetzt schauen müssen, was das ist. Ich glaube, das ist bei mir irgendwas, aber dann Ja, habe ich ich gesagt, dass verstehe. du unten herum. Passt. Ich verstehe. Kannst du einen neuen Ofen suchen, Christoph Radau? Ja, nein, tut nicht. Ähm, Erzähl uns am Montag, was du alles eingekauft hast. Ich habe nichts, ich werde nichts einkaufen, aber ganz wichtig, eine leibende Aussage noch von Munro, der trifft es auf den Punkt. Sprachen sind zur Kommunikation, nicht zur Ab- oder Ausgrenzung. Bravo, Munro. Das ist genau der Punkt. Und ich möchte sogar noch ergänzen, es ist eben nicht zur Ab- oder Ausgrenzung und es ist auch nicht nur zur Kommunikation, sondern es ist schon auch zur Identität gehörend. Und dass man ihm Mhm. sagt, was man ist und dass es Buntheit ist. Und eben nicht, dass nicht jeder Deutschsprachige also die gleiche Sprache spricht, sondern dass wir Dialekte haben, dass wir Begrifflichkeiten haben, unterschiedliche, dass die Mundart eine andere ist. Das macht diese Buntheit aus, die ich leibend finde. Ja, sogar bei Das ist ja Ausländern, das also zum Schöne, ja. Beispiel jetzt in meinem Fall halt, weil mit dem Englisch leichter tue, ist mit Hausnummer Dirk geschätzter, aber beim Englischen, ich finde das total spannend, wenn du dann außerhörst, weil der ist aus den USA und wahrscheinlich eher südlich, eher nördlich, mehr könnte ich da nicht feststellen, aber nein, das muss ein Australier sein oder ein Brite, weißt du, das ist ein Ire oder das ist ein Schotte. Das finde ich spannend und natürlich, man versteht sie. Aber auf jeden Fall unterm Strich
ist diese Aussage vollkommen korrekt, die werde ich sogar einblenden. Die werde ich sogar einblenden, schau her. Sprachen sind zur Kommunikation, nicht zur Ab- oder Ausgrenzung. Ja. Ja, absolut leibend und ich glaube, es geben dir hier wirklich alle recht. Das als kurzen Teaser zum Montag, die Messe, werden wir am Montag schon wieder vergessen haben, dass wir über die Messe reden. Sicher nicht, sicher nicht, sicher Die, nicht. Das die, passt die, schon. die Baubranche ist ja eingegangen. Nicht? Also das sehen nur die hinschauen. Die Politik sieht das noch nicht so. Oder die fangen da schon langsam, das irgendwie wahrzunehmen. Also die Baubranche ist eingegangen und ein guter Hinweis dazu, oder ein Beweis dafür, oder ein Indiz, ist die Hausbaumesse in Wien gewesen. Weil die war letzte Woche und ich wollte ursprünglich hingehen. Und ich war früher, wie ich das Haus gekauft habe, oder auch auf Suche nach dem Haus war ich auf allen diesen Baumessen. Und das war in Wiener Messegelände, es waren mehrere Hallen. Und heuer, da bin ich gar nicht hingegangen, war die Wiener Hausbaumesse in der Marxhalle. Es ist eine Halle, wo ein paar Standeln waren. Da haben wir gedacht, okay, gleich gar nicht hin. Dann haben wir angeschaut, welche Aussteller das sind, was die Staubsauger, also alles Mögliche, was bei jeder Messe hast, die mit dem an sich nichts zu tun haben. Und da haben wir gedacht, das gebe ich mir nicht. Also das ist schade und da siehst du, dass die Wiener Hausbaumesse vom Messegelände mit mehreren Hallen, wo alle großen Anbieter auch ausgestellt haben, Werkzeuganbieter und Co., das hat es gar nicht mehr gegeben. Und warum ich da jetzt in Neustadt oder in Oberwart war, das liegt nur daran, dass das eben bei mir da in der Nähe ist und man eventuell regionale Betriebe kennenlernt und für etwaige Projekte, dass man dann weiß, wem gibt es in der Umgebung. Das ist eigentlich der einzige Grund. Aber sehr wahrscheinlich wird es so sein, dass es wie bei vielen Messen, auch abseits dieser Branche, eher enttäuscht ist und sich dann doch wieder ins Internet zurückzieht. Aber das können wir am Montag dann wirklich besprechen. Patrick, Das werden wir am Montag wirklich besprechen, ja. Na, hast du noch irgendwas Wichtiges. zu sagen? Ich begebe mich jetzt dann nach Wien, werde die Plakate für den Dornröschenkeller abholen, auf das freue ich mich schon, dass endlich auch die ausgeliefert sind. Und in der Zwischenzeit ein paar Telefonate muss ich führen. Es haben mir jetzt 10 oder 11 Leute angerufen gerade. Mit verschiedenen Nummern und Leute, die ich kenne und nicht kenne. Und das werde ich jetzt auch noch bearbeiten müssen. Ich hoffe. Vielleicht kommt ein Geschäft. Ja, ich hoffe doch. Ja, ne, wunderbar. War leibend, schönes Wochenende euch zwei, sagt der Norbert Super. Utz auf Facebook. Ich danke euch vielmals, schön, dass ihr dabei wart. Die erste Woche haben wir hinter uns gebracht. Ich glaube, es war leibend. Ja, und wir sehen uns nächste Woche wie gewohnt, kann man jetzt schon fast sagen. Ja? Und wir werden sicher Ja. immer besser und immer strukturierter. Und es wird wachsen. Mit eurer Hilfe, mit eurem Beisein wird diese Morgen schon was werden. Patrick, Dankeschön. Wünsche dir einen schönen Tag. Euch allen auch. Danke. Dickes Puzzle. Viert euch Gott. Schönes Wochenende. Viert euch, Baba. Viel Spaß am Wochenende.